So schön dort zu sein. Fertig. Mich nimmt es Wunder. Ich habe das in Basel-Land und Lörrach schon gehalten. Und ich habe dort am Anfang ein paar Fragen gestellt und es nimmt sie Wunder, ob ihr gleich tickt oder anders. Wer von euch kann gut verlieren? Ich habe dort am Anfang ein paar Fragen gestellt und es nimmt sie Wunder, ob ihr gleich alle meine Mann aufgestreckt oder anders. Wer von euch kann nicht so gut verlieren? Kann gut verlieren. Wer von euch kennt jemanden, der nicht gut verlieren kann? Wer von euch kann nicht so gut verlieren? Also die nicht aufstrecken, spielen vielleicht nicht so viel. Wer von euch kennt jemanden, der so gar nicht gut verlieren kann? Also so richtig hässig wird und auch mal ein Monopoly einfach mal wegwirft? So ein Bar, ja. Also ich gehöre so zu dieser Sparte, ich kann nicht so gut verlieren. Und was mich so richtig auf die Palme bringt, wenn ich am Verlieren bin, ist, wenn der Gewinner noch Sprüche reisst. Kennt ihr das? Also so richtig nochmal so abgedruckt. Und bei mir stellen sich dann meistens so zwei Reaktionen ein, wenn ich am Verlieren bin. Eine Reaktion ist, dass ich einfach aufgebe, dass ich resigniere und dass ich extra blöd spiele. So, und jeder merkt, okay, Marisa ist am Verlieren, sie hat aufgegeben. Oder ich tue mein Pokerface aufsetzen und mache es, als hätte ich alles noch im Griff, als würde es mich überhaupt nicht stressen, dass ich voll am Verlieren bin. Und ich tue so meinen Schein bewahren. Aber innerlich habe ich schon längstens aufgegeben. Und beides von diesen Reaktionen führt mich nicht wirklich am Schluss zum Sieg. Und ich gebe im Spiel auch nicht wirklich die Chance, dass es sich drehen könnte. Und ich habe so gemerkt, wie das in den letzten 3 Jahren, das Muster, wie ich verliere im Spiel, dass sich das auf mein geistliches Leben, auf mein Leben mit Gott überträgt. Ich bin Mami von 3 kleinen Kindern. Man sieht noch ein Foto. Ja, genau. Der Kleinste, der ist 10 Monate, das ist der Ezra. Dann haben wir den Theo, der ist 2 und Timea ist 3,5. Und es ist eine mega schöne Zeit, wirklich die 3, wir lieben sie. Aber es ist auch eine mega intensive Zeit. Man kommt kaum dazu, irgendetwas für sich selber zu machen. Man ist vom Morgen bis am Oben um die Kids herum und ist einfach nur am Gehen. Und man hat immer wie mehr pro Kind, hat man immer wie mehr so den Ausgleich fehlen. Ich habe früher viel Sport gemacht. Und das ist dann immer weniger geworden und momentan ist es auch körperlich momentan nicht möglich, dass ich Sport machen kann. Und also meine Zeit mit Gott ist immer weniger geworden und am Oben, wenn ich einmal hätte ansitzen können, war ich einfach so K.O. vom Tag, ich einfach nichts mehr machen. Und als dann der Ezra auf die Welt kam, dann ist es so richtig intensiv geworden und irgendwann bin ich so und habe gesagt, hey, nein, sorry. Das geht doch nicht mehr so weiter. Und ich habe so immer innen gespürt, wie eine Sehnsucht aufkommt, dass ich einfach möchte wieder Gott neu begegnen, dass ich wieder möchte von ihm auftanken und wieder mir dort Energie holen. Und an dem oben habe ich mein Buch vorgenommen. Ich habe so ein Buch, da schreibe ich alles rein, was ich mit Gott erlebe. Ob ich jetzt Prophetien, die über mein Leben ausgesprochen worden sind, ermutigende Worte. Oder auch einfach Bibelverse, die mir ins Auge gesprungen sind. Oder wirklich Themen und Geschichten, die ich erlebt habe mit Gott. Bin ich so am Durchlesen und ich habe dann so gemerkt, es hat so ein paar Jahre gegeben, da habe ich mega viel Einträge gemacht. Und dann wird es immer so spärlicher. Und ich habe gedacht, ich habe gemerkt, wie ich mich gefühlt habe in diesen Jahren, wo ich wirklich so viel reingeschrieben habe, so viele Sachen, die ich mit Gott erlebt habe. Und ich habe so eine Sehnsucht bekommen, dass ich das wieder zurückbekomme, dass ich die Leidenschaft, die Liebe für Gott wieder zurückbekomme. Und ich habe dann Gott gesagt, hey Gott, jetzt lass zu. Ich will das nicht mehr verpassen, ich will nicht mehr die spärlichen Einträge. Ich will wieder so leben wie dort, wo ich wirklich gewusst habe, hey, du bist da und habe das Gefühl gehabt, ich bin hier am Sprudeln, was ich mit dir erlebe. Ich habe gesagt, fertig, die 5 Wüstenjahre im Glauben, die ich hatte, die letzten paar Jahre. Ich will jetzt 5 fette Jahre mit dir haben.
Und das ist so wie bei einem Spiel am Anfang, oder? Man hat so richtig Bock zum Gewinnen. Man ist mega motiviert zum Spielen. Und dann fängt das Spiel an. Der Alltag kommt und bei mir eine riesige Ablenkung. Ihr müsst wissen, meine Kinder und ich, wir lieben es, Lego Duplo spielen. Ich muss vielleicht zugeben, ich vielleicht ein bisschen mehr wie die Kids. Und wir haben dann angefangen zu bauen. Dann habe ich gemerkt, hey, warte, uns fehlen doch Klötze. Dann haben wir mal eine Zolle gebaut und ich sage, wir haben viel zu wenig Tiere. Oder? Und ich habe angefangen, auf eBay und auf Ricardo ganz viele Päckchen zu ersteigern. Und ich habe dann einen Bruchteil behalten, das, was wir haben, was wir gebraucht haben, was wir noch nicht hatten, und habe den Rest einfach verkaufen. Und plötzlich habe ich mir das Ziel gesteckt, dass ich das, was ich verkaufe, dass ich dort so viel einnehme, dass wir für die alle vielen Duplos, die wir haben, der Matthias kann es bestätigen, wir haben schon viele Duplos, dass wir nichts ausgegeben haben für das. Und plötzlich hatte ich so einen Fokus gehabt, oder? Das war mein Ziel. Und die Kinder haben in dieser Zeit von Matthias den Spruch gelernt, die Mami hat den Vogel abgeschossen. Und Timea hat zuerst nicht gecheckt, hat gesagt, nein, die Mami hat doch nicht den Vogel abgeschossen, oder? So, sie hat doch keinen Vogel abgeschossen. Er hat es dann erklärt, das ist, wenn die Mami wieder einmal übertrieben hat. Und ja, ich gebe es schon zu, ich habe schon ein bisschen übertrieben. Und der Matthias ist auch schon mal spät ins ICF Lörrach gekommen, weil er bei meiner Schwester im Deutschen hat ein Päckchen abholen musste. Und ich habe ihn vorgewarnt, wirklich habe ihn vorgewarnt, wie viel das er einladen muss. Aber er irgendwie ist gleich nicht auf das vorbereitet gewesen. Und er hat mir dann angerufen und gesagt, Marisa, ich bin so schockiert, ich kann es nicht glauben, was du da bestellt hast. Genau, gut. Nichtsdestotrotz, das sind also meine 5 fetten Jahre. Zeit mit Gott. Hey, ich sage es euch, ich bin oben für oben, habe ich die Duplos gewaschen. Habe ich sie sortiert, fotografiert, aufgestellt, Päckchen verschickt. Ich bin so total an meine Grenzen gekommen. Ich habe keine Zeit mehr für mich. Matthias manchmal leid sich beschäftigen, wenn ich hier noch am Sortieren war. Also es ist wirklich, es hat ein Maß angenommen, das einfach way too much war. Und dann plötzlich sage ich so zu Matthias, hey, eigentlich crazy. Ich sage, hey Gott, ich möchte mit dir 5 fette Jahre leben. Ich bin so einfach abzulenken. Ich kann es fast nicht glauben. Ich bin gesagt, bin ich so blind, dass genau dann, wenn ich das ausgesprochen habe, dass, weißt du, so etwas in mein Leben reinkommt und mich total einnimmt. Und ich habe dann angefangen, als ich das realisiert habe, habe ich aufgehört, langsam neue Sachen zu bestellen. Und im gleichen Zug haben so Schmerzen bei mir angefangen. Ich habe Schmerzen im Becken bekommen, über den Rücken hinten, die in meine Arme eingestrahlt haben. Und ich bin das erste Mal so in Berührung gekommen mit PMS. Das hat man eigentlich immer so vor den Tag, jeden Monat, dass man einfach so Stimmungsschwankungen hat. Und bei ein paar ist es heftiger und bei ein paar ist es weniger heftig. Und viele Frauen leiden unter dem. Und es ist etwas, da hast du nach 2-3 Tagen wirklich nicht mehr brauchen. Ich habe schon nur, wenn ich aufgestanden bin und ich habe gehört, Timea ist schwach geworden, ich konnte gar nicht brüllen. Es war so einfach eine totale Überforderung gewesen. Und ich habe schon mal Matthias angerufen, er muss heimkommen, ich schaffe nichts mehr. Und so bin ich ein bisschen in dem gewesen. Und ich habe so gefühlt, hey, jetzt will ich doch aus dem rauskommen und jetzt kommt etwas anderes, das mich abdrücken. Und ich habe mich so wie in einer Abwärtsspirale gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Leben mir wie so entweicht, dass es mir entgleitet, dass ich die Kontrolle anfange zu verlieren. Und ich habe einfach noch funktioniert. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Ich habe noch probiert, für die Kids einfach irgendwie zu leben, aber ich habe nichts mehr gefühlt. Ich habe mich so leer gefühlt, so kraftlos, so erschöpft. Und schau, heute bin ich da, weil ich das Gefühl habe, dass das Thema nicht nur mich etwas angeht. Vielleicht geht es dir ähnlich, wie ich beschrieben habe. Vielleicht bist du auch erschöpft, müde
oder leer. Vielleicht hast du in einem Bereich resigniert. Es ist halt so. Vielleicht fühlst du dich leer. Oder vielleicht geht es dir auch gar nicht so schlecht. Du hast nicht so 3 kleine Kids, du hast Zeit für dich. Aber du hast so den Hunger nach Gott, so wie ich ihn beschrieben habe, für 5 fette Jahre. Aber du hast irgendwie wie akzeptiert, ja, es ist jetzt so, der Glaube, der kommt einfach so mit, so monoton, aber es ist nicht irgendwie etwas Lebendiges. Wo hast du deine Leidenschaft verloren? Wo fühlst du dich leer? Und wo fühlst du dich nicht mehr lebendig? Und schau, ich habe gute Nachrichten für dich. Sonst würde ich jetzt heute nicht da stehen, oder? Das Spiel ist noch lange nicht fertig. Und wer viel spielt, der weiß, man kann noch so am Verlieren sein. Das Spiel kann sich einfach wenden und man kann am Schluss noch gewinnen. Das Ganze kann sich noch drehen. Und ich möchte euch in den Prozess hineinnehmen, den ich die letzten 2-3 Monate gemacht habe, der mich aus dem Loch herausgezogen hat, der bei mir wie das gewendet hat. An der letzten ICF-Konferenz, ich weiß nicht, wer von euch war, hat es eine Gebetssession gegeben von Tobi und der Frauke Teichen vom ICF München. Und sie haben dort über Psalm 23 geschwätzt und haben den ganz langsam vorgelesen. Und sie haben gesagt, hey, nimm dir einfach das, was dir hängen bleibt. Und ich möchte mit euch die ersten 4 Verse vorlesen. Dort steht, der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen, zur Ruhe am Wasser führt er mich. Neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Wandere ich auch im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und ich war dort. Neues Leben gibst du mir. Sie haben es übersetzt mit er erquickt. Sie haben die Übersetzung genommen, er erquickt meine Seele. Und ich bin so, ja, das brauche ich. Ich fühle mich so leer. Ich brauche, dass du meine Seele einfach wieder neu einhauchst, wieder ein neues Leben gibst. Und dein Stab und dein Stecken, sie trösten mich. Das war früher so ein Bild vom Hirt, oder? Der hat mit seinem Stab und seinem Stecken hat er die Weide geführt. Alle Schöfli, wenn eins einmal ein bisschen ausgebockt ist, dann ist er mit dem Stecken wieder gegangen und hat so ganz fein wieder zurück in die Herde gebracht und hat den Weg gezeigt. Oder auch wenn ein Wolf gekommen ist oder ein Leu, was auch immer, hat er gekämpft, dass die Herde einfach verschont bleibt. Und ich habe gemerkt, ja Gott, ich mag nicht mehr, ich brauche irgendwie, dass du meinen Stab und meinen Stecken, dass dein Stab und dein Stecken mich leiten. Und wir haben es auf ganz verschiedene Arten haben wir es ausgesprochen. Unter anderem haben wir es Gott dankend zugesprochen und gesagt, danke Gott, dass du mir ein neues Leben gibst. Danke, dass dein Stab und dein Stecken mich trösten. Wir haben es auch unserer Seele selber zugesprochen. Es ist ja manchmal so, wir lesen etwas und irgendwie checken wir es gleich nicht. Und dann haben wir es unserer Seele noch zugesprochen und gesagt, hey Seele, hör mal. Gott gibt dir ein neues Leben. Sein Stab und sein Stecken werden dich trösten. Und dann haben wir es auch noch dem Finn zugesprochen. Also zugesprochen ist vielleicht ein falsches Wort. Wir haben gesagt, hey, Finn, Satan, lass zu, Gott wird mir ein neues Leben geben. Er wird mit seinem Stecken und seinem Stab mich trösten. Und je mehr wir das proklamiert haben, je mehr wir das ausgesprochen haben, auf so viele verschiedene Arten, desto mehr habe ich merken, dass das nicht einfach nur leere Worte sind. Desto mehr, yes, desto mehr habe ich wirklich spüren, hey, sie werden lebendig, die Worte, die wir sprechen, werden Realität für meine Seele. Ich habe gemerkt, dass Gott mir in diesem Moment ein neues Leben am Einhauchen ist. Und schau, Psalm 23 ist von David geschrieben worden. Und wer so seine Geschichte ein bisschen kennt, der weiss, was er alles durchgemacht hat. Er hat viel über Verlust, Betrug, Angst. Er war in vielen Situationen, wo er nicht mehr rausgewusst hat. Wo
die auch seinen Glauben auf die Probe gestellt haben. Und ein paar Vers nach dem Psalm 23 schreibt er: Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Ängste meines Herzens haben zugenommen. Führe mich heraus aus meinen Drangsalen. Sieh an mein Elend und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Schau, der David, der hat so viel erlebt, wo er easy hat aufgeben konnte. Wo er easy in sein Loch hineintauchen und einfach so unten bleiben. Aber er hat etwas gecheckt. Er hat geschrieben, meine Augen sind stets auf den Herrn ausgerichtet. Denn er wird mich meine Füße aus dem Netz führen. Und schau, er hat gecheckt, das Einzige, was ihn aus dieser verlorenen, hilflosen Situation herausführen kann, ist Gott. Darum hat er Gott seinen Kampf angegeben und hat gesagt, ich kann nicht, aber ich weiß, dass du für mich kämpfen kannst. Schau, so wie er im Psalm, gerade 2 Psalmen vorher geschrieben hat. Der hat gesagt, wandere ich auch im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wie werden wir also Sieg haben über unsere Situation? Wie wird sich also unser Spiel wenden? Und schau, eigentlich ist die Antwort so einfach und doch so schwer für uns. Indem wir alles Gott abgeben. Indem wir unsere Augen, unseren Fokus weg von uns hin zu ihm richten. Indem wir erkennen, was ist unser Stab, was ist unser Stecken, wo kämpfen wir? Wo führen wir uns selber und sagen, hey, nein Gott, ich kann nicht. Aber du, Herr, kannst. Indem wir einfach unseren Stab, unseren Stecken loslassen. Und ihm geben und vertrauen, dass er mit seinem Stab und seinem Stecken uns führt. Im 5. Mose 3,22 steht, fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, er kämpft für euch. Und schau, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich muss bewusst Gott alles abgeben. Und ich bin an einem Abend, wo die Kinder im Bett waren, bin ich auf meine Knie und habe unter Tränen Gott meine Kontrolle abgegeben. Ich habe meinen Stab genommen und ich habe gesagt, Gott, ich habe es nicht mehr im Griff. Ich mag nicht mehr kämpfen, ich habe keine Kraft mehr. Ich weiss nicht mehr, wodurch, ich sehe kein Licht mehr. Ich weiss nicht, wie ich aus dem rauskomme. Ich gebe dir all das, kämpf du für mich. Und schau, etwas Wunderschönes ist passiert. Ich bin nicht geheilt von meinen Schmerzen. Ich habe immer noch so Stimmungstief. Aber es ist anders. Er hat mich innerlich verändern. Ich weiss, dass ich jederzeit zu Gott kommen kann. Dass ich meine Kämpfe ihm abgeben kann. Ich habe gespürt in dem Moment, das ist der einzige richtige Spielzug, den ich machen kann. Ich setze mit dem, dass ich ihm meine Kämpfe abgebe, setze ich auf die richtige Karte. Und ich habe einen tiefen Frieden bekommen. Und ich habe einfach gewusst, mit dem Zug, den ich hier mache, er wird mich zum Sieg führen. Und du musst wissen, ich bin schon sehr ein Kopfmensch. Und das hilft in vielen Situationen, die Sachen erreichen. Aber es fällt mir dann auch oft schwer, einfach vieles so im Zufall oder Gott überlassen. Aber im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte.
Es steht nicht, ich bin mein Hirt. Es steht, er führt mich an frisches Wasser und schenkt mir neues Leben. Und nicht ich führe mich da irgendwie an frisches Wasser und versuche, dass ich wieder zu Kräften komme. Und schau, ich habe gemerkt, dass ich nicht Herr über meine Situation werden kann. Und die alles für mich entscheidende Erkenntnis ist, ich muss es auch nicht werden. Ich muss nicht Herr über meine Situation werden, denn er ist Herr über meine Situation. Amen. Er ist der für mich den Sieg wird erringen. Und schau, ich kann zulassen, dass Gott mein Spiel übernimmt. Dass er für mich kämpft und dass er mich zum Sieg führt. Dass er mich verändern. Ich habe gelernt, dass ich wirklich immer wieder sagen darf, ich kann nicht, aber du, Herr, du kannst. Und schau, im 2. Korinther 12,9 steht, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Hey, schau, das ist das göttliche Geheimnis. Wir brauchen nicht erst stark sein. Wir dürfen in unserer Schwachheit, wenn wir am Boden sind, auf unseren Knien, dürfen wir Gott hineinlassen und dann wirkt seine Kraft Besonderes in uns. Okay, was heisst das jetzt für uns? Wenn der Schlüssel ist, dass wir nicht selber kämpfen sollen, sondern dass wir darauf vertrauen dürfen, dass er für uns kämpft. Was ist denn unser Part? Und unser Part ist an dieser Wahrheit festzuheben. Und Fakt ist, wir vergessen die Wahrheit immer wieder gern. Wir müssen dafür kämpfen, dass wir die Wahrheit nicht vergessen, dass er für uns kämpft. Unser Kampf ist nicht, den Sieg selber zu erringen. Unser Kampf ist darauf vertrauen, dass er uns zum Sieg führt. Dass wir dort dranbleiben, dass wir an dieser Wahrheit dranbleiben, dass wir an Gott dranbleiben. Und schau, Gott lädt uns zu ruhigem Wasser ein, wo wir auftanken dürfen, wo wir ihm neu begegnen dürfen. Unser Kampf ist, und das ist mein Wunsch, dass wir wieder an den Ort kommen mit Jesus, wo wir ihm begegnen dürfen, wo wir ihm unsere Kämpfe, unsere Sehnsucht abgeben dürfen, wo wir unsere Kontrolle loslassen, wo wir unsere Kämpfe übergeben und ihm in die Hand geben, dass er unseren Stab, dass sein Stab und sein Stecken uns trösten darf. Und schau, das ist unsere Verantwortung, dass wir aus dem Alltag ausbrechen und bewusst ihm begegnen können. Dass wir dürfen erleben, wie Gott mit uns auf den Weg kommt. Und dass wir über unseren Umständen dürfen stehen. Schau, unser Alltag ist so zugedacht. Vielleicht nicht mit kleinen Kindern, mit Job, mit Hobby, mit Freunden. Dort sollte ich noch das will ich noch. Mit Sorgen, mit Vorausdenken, Planen. Und oftmals ist es ja so, dann kommen wir heim und wir möchten abschalten. Und dann kommt so schnell der Griff nach dem Handy. Oder wir schalten den Fernseher. Also einfach nicht denken, oder? Also einfach scrollen und Hauptsache nicht denken, einfach abschalten. Aber das ist nicht dort, wo wir Jesus begegnen können. Schau, wir müssen aus dem ausbrechen. Für mich bedeutet es, nichts zu machen. Nichts zu leisten, nichts zu putzen, nichts aufräumen. Einfach ansitzen, also wenn die Kids schon im Bett sind natürlich. Einfach ansitzen und schnaufen. Einschnaufen, ausschnaufen. Und das war am Anfang für mich so komisch. Ich habe dann einfach meine Fußnägel anschauen und dachte, was mache ich jetzt, oder?
Aber ich musste den Raum schaffen, um dass Gott meine Gedanken anfangen zu füllen. Dass ich meine Kämpfe benennen kann, in Ruhe, und sie kann ihm abgeben. Oder durch den Tag, wenn so viel läuft, dann sage ich einfach immer wieder, wenn mich die Sachen probieren wieder runterzudrücken, dann sage ich, hey Gott, ich kann nicht. Aber du, Herr, du kannst. Und sage, Herr, hilf. Manchmal reicht es auch nicht für mehr Worte. Ich meine, er weiss ja, wo ich drinnen bin. Aber wir müssen an dieser Wahrheit festheben. Weil wenn wir das nicht machen, dann passiert es, dass wir den Stab, den wir Gott abgegeben haben, dass wir den wieder zurückholen. Und das kostet uns viel Energie. Und es raubt uns viel, was wir mit Gott erleben können. Ich weiss nicht, was es für dich bedeutet. Vielleicht auch mal das Handy weglegen. Ganz weit weg. Nicht so, dass wir einfach so schnell, okay, jetzt habe ich stille Zeit gehabt, jetzt check, hol ihn wieder. Kommt die Ablenkung wieder rein. Und wir müssen zur Ruhe kommen. Zwing dich zur Ruhe. Vielleicht bedeutet das aber auch für dich, spazieren, in die Natur rausgehen, Sport machen. Schau, jeder hat seinen eigenen Weg, wie er zur Ruhe kommt und Gott ihm begegnen kann. Und schau, meine Frage an dich. Das ist wichtig, dass wir die zuerst beantworten. Bist du bereit, loszulassen? Bist du bereit, den Fokus von dir, von deinen Kämpfen wegzutun und auf Gott zu schauen? Bist du bereit, dass seine Kraft in dir wirken darf? Schau, lass dich nicht entmutigen. Es fühlt sich nicht jedes Mal an wie ein Sieg. Es fühlt sich vielleicht auch nicht jedes Mal an, als hätten wir die Kontrolle wirklich abgegeben. Aber mach dich auf den Weg, Gott wieder neu zu begegnen. Schau, ich habe etwas checken. Gott ist da. Aber weißt du was? Er kann so viel mehr als einfach nur anwesend sein. Gott ist so groß. Er ist da. Die Frage ist, ob wir das Angebot annehmen und ihm die Hand ausstrecken. Ob wir unsere Stecken ihm übergeben und sagen, mach du, kämpf du für uns. Kämpf du für mich. Und man muss nicht zuerst ganz unten ankommen, um das zu machen. Und wir dürfen erleben, was wir eigentlich für einen Gott haben. Ein Gott, der viel grösser ist. Ein Gott, der neue Hoffnung hineinsprechen kann. Gott, der das Leben 180 Grad drehen kann. Der uns hilft, über unseren Umständen zu stehen und eine ganz andere Sicht einnehmen. Und das spielt keine Rolle, ob es um deine Kämpfe geht oder ob es darum geht, dass du sagst, hey, ich will 5 fette Jahre. Unser Part auszubrechen und festheben an dieser Wahrheit, dass nicht wir kämpfen müssen, sondern dass er für uns kämpft. Dass er uns leitet und dass er sich uns schon wird offenbaren. Hey, und das wünsche ich mir. Dass unsere Glauben neu belebt werden. Dass wir auf dem Weg bleiben und nicht anfangen, die Wahrheit wieder vergessen, was so wichtig ist. Dass wir sehen, was Gott alles tun wird. Wir haben wir sind so klein. Wir haben so einen grossen Gott. Amen. Hey, und wir werden nochmal Psalm 23 lesen. Nimm du mit, was dir hängen bleibt. Und wird nicht müde, das über dein Leben auszusprechen. Du, Herr, bist mein Hirt. Mir wird nichts mangeln. Du weidest mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führst du mich. Neues Leben gibst du mir. Du leitest mich auf den Pfad der Gerechtigkeit, um deinen Namen willen. Wandere ich auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab,
sie trösten mich. Amen. Hey, lasst uns nicht müde werden, die Wahrheit über unserem Leben aussprechen. Gott ist der für uns kämpft. Er ist der Verlorenes umdrehen und zu einem Sieg bringen. Wir werden singen, I'm gonna see a victory. Weil Gott ist der unsere Kämpfe kämpft und durch ihn sehen wir den Sieg.